Ja, wir gehen durchspazieren. Hört auf. Mit diesem Schläger. Leute, weg damit. Jetzt nimm ihn mal, warte mal. Ein Magnetschild. Der bringt dir mal was. Muss sofort verzweifeln. Aber es könnte ja sein. Andrew, streng dich hoch. Machen wir keine Schande. Was haben wir denn da? Außer Klump. Ja, war lausige Kisten. Das war's schon. Wobei, da geht's oben. Ja, das stimmt schon. Das stimmt haargenau. Speichern nicht erlaubt. Oh. Ich glaube, das freut mich nicht. Das schaut aus wie ein Bossfight. Warte mal. Komm gleich. Warum speichern? Wird das. Ja gut, hinein ins Grauen. Ich schalte mal, das wird eine Plagerei. Schau mal die so. Mancer. I was wondering if you'd make it this far. But I must admit you're particularly sharp. For a mutant. You are too late. I've already discovered the dark secret that your kind has hidden for so long. However, this city, amazing, isn't it? So full of wonders. A complex of keys to a brand new world. That doesn't matter. You're not gonna live to see it. Really? Do you intend to kill me? Like that poor boy Jeff? You won't get the opportunity, I'm afraid. My men are a little bit on edge after what you did to their comrade. Now, if you would be so kind, I'm going to pry that last secret out of the belly of this city. The one that will give me a hero's welcome back at Abundance. Help me impose a new world order. Farewell, Zachariah. Chin up. Thanks to your hard work, Abundance will now have a bigger, brighter future. Ja, reißt jetzt um. Jetzt mal über kriminell. So, Rindweg, geh mal weg da. Leider nichts unverschämt. Au. Mitten in den Popo. Der Andrew, der liegt schon wieder. Mein Gott. Brauchen wir gleich. Gleich das. Das ist gut für die Verdauung. Scheiße. Heilung. Ja, so mal. Der ist fort. Der liegt da. Hier noch. Ja, Victor, wie schaut denn aus? Bist von mir begeistert? Ich hab deine Sklaven
Erledigt. Sturmgewehr, brauche ich nicht. Ja, bringt mir nichts. Oh, der wird schon. Mit zwei großen schon. Scheiße. Ich meine, gibt ja den Bossfight. Aber endgültig. Moment, komm gleich. Sorry Scheiße. to bother you, but I'm gonna have to stop you right there. I have to admit, even after everything, you are still full of surprises. Such tenacity. Your efforts are futile. Don't you understand? If not me, someone else is bound to reveal your secret. So why not use this revelation as an opportunity? As a chance to promote the corporation that raised you? You're the one who doesn't realize he's playing with fire, and that even tyrants can burn. We shall see. Warten wir es ab. Ja, das glaube ich auch. Also geht's rund. Nehmen wir erstmal die zwei. Au. Wie aufs Hirn gehaut. Naja, ausweichen ist der halbe Sieg, gell? Bei der Emilia. Ja gut. Kann ich speichern? Geht das. So, wie schaut denn aus? Achso. Ich brauche erstmal eine Einladung. Mein Gott, Schüler, holt nichts aus. Wo bin ich denn? Pass auf, da springe ich ein bisschen rum. Au. Hoppala. Mann, ich mach die ernst. So, ja. Das ist Wahnsinns. Komm, haut's rein. Die Kugel ein bisschen rum. What is? I guess the partner he was one evil blood-sucking motherfucker. Ironic. Victors Pistole. Ja. Please tell me that's your stomach. Afraid not, but whatever it is, it sounds big and angry. We better hurry to Center City. Was bin ich erschöpft? Ich verliere Erfahrungspunkte, bist du black geworden. Weil ich bloß dumm. Hat ja gesagt, da ist irgendwas groß und hungrig. Was soll denn das sein? Eine Gottesanbieterin. Ja, da hinten muss ich. Pass auf, da hätten wir noch eine Werkbank. Und da herum haben wir noch zwei Kisten. Aber ich muss zugeben, der Victor Watcher war kein Problem, gell? Also nicht so wirklich. Sprengfallen. Ja, geht nicht mehr. Ohne. Und Gesundheit.
3 Stück. Ja gut, ich habe ihn noch. 82 Stück. Und 42 Fallen. Also wenn das nicht langt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, was haben wir da jetzt? Was sagt er? Oh. Scheiße. Ich bin ja Lords. Ja. Das heißt, ich muss ein Lords kämpfen. Schaut aus, habt ihr Lust auf einen Bossfight? Wie heißt der? Leviathan. Scheiße. Wie triff ich den? Oh Gott. Ja. Das erste Mal bin ich schon tot. Es könnte sein, dass es eine ewige Plagerei wird. Soldatenhelm mit Atemschutzgerät. War besser, gell? Ausrüsten. Dann sind wir ein bisschen mehr gegen Gift immun. Ja, überspring das. Au! Aha, pass auf. Ausweicher. Flink wie ein Wiesel, muss ich sein. Und der steckt leider sehr gut ein. Ja, bauen. Das bringt die Welt. Gottes Willen. Nein. Scheiße. Die Giftattacken sind lästig. Was sagt er? Jetzt habe ich mich selber gesprengt. Wie geht das? Das ist doch die ganze Zeit gegangen. Ja gut. Vielleicht nehme ich da. Nein, nehme ich nicht. Ich bleib beim Gunner-Stil. Muss grob flink sein. Und soll ich Ausdauer haben. Der steckt nämlich gut ein. Darf warten. Bringer. Ja, um Gottes Willen. Das hat eine Ewigkeit.
Ja, ein bisschen. Scheiße, genau in die Schnauze. Was sagt denn? Ist er miert? Ja, das ist lästig, eh? Scheiße. Okay, Freunde. Ich glaube, das kann sich gerade um Stunden handeln. Mit dem Bossfight. War schon mal nix, ey. Mann. Jetzt wenn ich da Bomben hinlege, was sagst du dann? Also ist zählt echt schön. Scheiße. Den hätte ich, Mann, den kann ich springen. Dem ist leider nicht so. Mein Kämpferstil. Scheiße. Umdrehen. Ja, besser. Schaut nichts aus. Da bleibe ich lieber beim Counter-Stil. Der war nicht sinnvoller. Wo ist er hin? Wo ist er? Au! Mir aufs Hirn! Und da ist er wieder! Der Leviathan! Irgendwo nix. War nix. Bin doch flink wie ein Wiesel. Ja, im Grunde ist er ganz einfach, okay. Man muss nicht gut ausweichen. Halt die drei Weiche an. Ja, das war gut. Und jetzt habe ich ungefähr die Hälfte. Aha. Ja, noch Nummer. Deckung. Und da ist er wieder. Da und der fliegt da. Also die bleiben. Au.
haben wir. Ja. Volle Deckung. Und wieder zurück. Ferkel. Da fliegt er davon. Moment, Heilung. Jawohl. Perfekte Ausweichmanöver. Na, was sagst du denn? Bist von mir überzeugt? So, oder? Ja, pass auf. Er verpieselt sie. Gib mir da wieder. Und haut mir aufs Hirn. Ja, so mal. Okay, Leute. Ein dreiviertelten Teil haben wir. So, mal 15% noch. Hoppala, Anglaufer. Da bist du sauer. Ja, Pfeife, ich stimme auf. Die letzten Meter. Haben wir es gleich. Scheiße. Oida. Wir haben geblättet. Ja, Leute, das war mal Bossfight. Nicht so wie bei Resident Evil. Was auch dann da erinnert? Da der Sender? Surely the beacon is here. This place is breathtaking. The ice has preserved it well. Was haben wir da? Gibt's noch was zum Entdecken? Ne, gut, oder? Hat die ganze Zeit noch nicht gegeben. Außer Schutt. Initializing search system display. Connection to Earth in progress. Connection failed.
Extrapolating the complete data. Updating solar system display. Destroyed. Earth is gone. All these years wasted dreaming of a rescue from a place that's nothing but a cloud of scattered rocks. Everyone on Mars, if they hear of this, they'll be devastated. What am I gonna tell them? Ja, Freunde, was willst du wissen? Dann nehmen wir halt. Was Noctis anschließen? Nein. Den Mutantental. It's time for the truth. There'll be no more hiding, no more secrets. I'm gonna tell them of Earth's destruction and reveal the true identity of every single Technomancer on the planet. This news will send shockwaves across Mars, but it's the first step for changing our planet. For the better. Let's go. Mutant Valley awaits. Looking back now, I bet I wouldn't even recognize the young Zachariah Mancer who just earned his stripes. And little did I know that all my choices would compound together and shape the city under the ice. By allowing Bulgakov safe passage out of the city, the Resistance survived and thrived, and their support later proved invaluable. Despite my orders, I couldn't bring myself to kill my fellow man, so I let the deserters go and arrested their leader instead. I found him broken down in a re-education camp much later. I remember letting poor Dave go, understanding he only betrayed me to protect his family. Meanwhile, a more dangerous spy was hiding in my shadow. Jeff's innocent gung-ho attitude was a cover. He deceived me, and in return, I left him for dead without a second thought, allowing an enraged Nisha to do her thing. And even in all my efforts to be a good soldier, I was still exiled from Ophir. No matter what happened, Victor was always going to discredit me. Yet my decisions of friends, alliances, would greatly influence the events that followed. The day I left Ophir in a stolen rover was the day I had chosen the people alongside me to become my companions, through adventure, misfortune, and into battle. Later, I agreed to help Dandolo chase the Vori out of Noctis, for good, cutting them off at the bridgehead they hoped to use to infiltrate every settlement on Mars. And because of that, Anton came close to paying the ultimate price, when his men picked him as the scapegoat. But he's not a man you get rid of that easily. By becoming the great master of Technomancers, I've earned their unwavering loyalty, but I've also accepted a lifelong responsibility. Since I've left the city under the ice, I've had many young apprentices, and the Order is powerful again, our future bright. Phobos, a great strategist and an even better friend, turned out to be a tremendous leader of Mutant Valley. So when the corporations attacked again and again, Phobos held the line again and again. With few losses in battle and a flood of incoming refugees, he is now head of the most powerful force on the planet. The release of the mutants of Ophir opened a breach that was never resealed. Thousands upon thousands of mutants escaped to join Mutant Valley, and today, the citizens of Abundance actually have to do the labor themselves. The Army's role in taking down Victor allowed it to regain its honorable post as the protector of Abundance. The generals have powerful representatives at the Assembly again. And even if the corporation has lost some luster and prestige after the Colonel's reign, at least it can properly defend itself. To this day, I wonder if I was right in allying with Anton. The Vori are spread across the planet, their power unmatched, unchecked, and they run their operations in broad daylight. Corruption has spiked, even after the Colonel's demise, and all the gifts and wealth I receive, compliments of Anton, don't stop me from feeling like I sold out. I worry about the future of Abundance. It may well end up with a rogue for its leader. Yet nothing compared to my revelations. Learning that Earth was destroyed, discovering that Technomancers were mutants crafted in the vision of the settlers. When I announced the truth, the corporations lashed out. There were widespread riots and revolts, and most Technomancers fled before the leaders of the Alliance could put the pieces together.
to adapt to Mars, we had to mutate, or we wouldn't survive. Remaining human had only been an illusion, and one that we had unknowingly mastered. I heard that a few scientists have reproduced Scott's experiments, and I have no doubt there'll be more of us in the future. One day, Mutant Valley won't be the only place a mutant can call home. Instead, it'll be the capital for a race spread across Mars. At least that's what I hope.